Herzlich willkommen bei ADR Tele, mit diesem dem Europa-Wahlkongress zu Leibling. Eine enorme Zuversicht für den ersten Sitz am Europaparlament und eine exzellente Stimmung stehen hier im Programm. Kriegt der ADR Sitz am Europaparlament? Kriegt der ADR Sitz am Europaparlament? Kriegt der ADR Sitz am Europaparlament? Bravo! Bravo! Ganz genau so ist es. Wir sind ehrlich, wir sind treu, wir sind verantwortungsbewusst, intelligent, und wir sind auch immer mehr belebt. Das ist der ADR und das ist auch den Fernand Kartheiser. Eisenmann für Lützeburg, Eisenmann für Europa, Eisenmann für eine starke Lützeburg und Europa. Liebe Freunde alle Guten, begrüßt von Stift, hi, mit Applaus, der Fernand Kartheiser, unser Spitzenkandidat. Besonders dat haut nowend een Haiiers, den dat ganz gegrünnt huet, den opgebaut huet, den dat ganz deuner Burstet vum Haut sinn, dats de Gast Siberia. Gast für Basque. Leefren, dat der verdedigt als traditionell Werter an Dignitéit vum Mënsch. Och do wennst mir in Europa an dem Asyl a Schutz net méi als Vierwand fir eng illegal Awanderung könne missbraucht gin. Wir setzen der massiver illegaler Immigration, die wir seit 2015 kennen, ein Ende. Wer kein Recht auf Asyl oder Schutz hat, muss die EU verlassen. Einzelne behaupten, wir wären eine anti-europäische Partei, weil wir nicht für die Europäische Kommission auf die Knie rutschen. Aber nein, da der als eine authentisch pro-europäische Partei, aber wir wollen in Europa von den Nationen ein föderale Staat. Wir haben eine andere Vorstellung von Europa, eine besser. Wir brauchen keine europäische Regierung nach amerikanischem Vorbild. Wir wollen, dass als Kanner können an einem geeinten und friedlichen Europa aufwachsen, an dem alle Land, auch Lützeburg, nach seiner eigenen Identität, als seiner eigenen Souveränität hat. In dem Sinn will mir auch der Lützeburger Spruch an Europa einen mehr hohen Wert geben. Aber bei uns gehen Treaty nach durch als Lützeburgische Chambre ratifiziert und nicht durch Majoritätsdecisionen von anderen Ländern. Der schafft für uns Land und für alle Leute hier am Land. Wir denken, dass lange genug nicht mehr Parteien am Europaparlament vertreten wären, die dieselbe Politik machen. Es gibt höchste Zeit, dass doch der DR am Europäischen Parlament vertreten ist, sie wer dort stimmen für Lützeburg. Wenn wir stark Lützeburg an Europa wollen, haben wir zusammen eine Mission. Zusammen kämpfen wir für das, was die anderen leider immer Männer interessiert. Das ist die Zukunft in unserem Land, von unserem kleinen Stück Europa. CSV, LSAP, Grüne und DP vertreten die Politik von der Europäischen Kommission. Wir aber vertreten Lützeburg, seine Rechte, die wir nicht aufschaffen, und seine Werte, die wir nicht abgehen, weil wir das Land gerne haben. Da gibt all denen eine Stimme, die für Europa, aber auch für Lützeburg sind. Liebe Freunde, mit diesem Engagement, mit Ihrer Hilfe, mit ein bisschen Chance, feiern wir den 9. Juni den ersten Europadeputierten für die ADR. Ich sage nicht merci. Wir starten dann auch heute, wie schon an die Wahlen immer gestartet sind, mit einem immensen Elan, den wir daraus erzählen, dass wir die letzten Monate und erste Jahre 2 Wahlen gewonnen haben. Das waren einerseits Gemengewahlen, wo wir ein fantastisches Resultat konnten machen, das beste Resultat, was der je gemacht hat bei Gemengewahlen, und auch bei den Chamberwahlen, wo wir konnten Fraktionsstärke kreieren, und wo wir ganz, ganz stark gewonnen haben. Und nun haben wir eine ähnliche Situation wie 4 und den Wahlen, die Frauen, die da gemacht gehen, von wem auch immer, wie eine Frau noch immer gestaltet gehen, das weiß ich nicht alles so genau, die sind halt das, was sie sind. Wir erinnern uns daran, dass wir Frauen hatten am September, da guckt man 3 Sitze, vorausgesucht, 100 Piraten, 100 in den Gringen, nach dem Oktober und Leute dezidiert, und da waren wir 4 in den Gringen, und da waren wir 4 Piraten, und zwar deutlich. Wir sind die 4. stärkste Partei am Land, und was mich noch mehr gefreut hat, das war den 8. Oktober, wir sind die 2. stärkste Partei bei den jungen Wählern zwischen 18 und 23 Jahren, die 2. stärkste Partei. Bravo! Als Land soll auch in Zukunft unabhängig können bleiben. Für Roboter Sachen Gesundheitspolitik,
Stichwort WHO. Gesundheitspolitik ist keine europäische Kompetenz, mehr national. Sie war als Ball verloren gegangen. Und da will ich auch nicht zu viel wieder darüber verlieren, aber ich will etwas sagen, wenn wir den Sitz, den wir, wie wir für 3 Jahre gesehen haben, kriegen am Europäischen Parlament, wird Gesundheitspolitik auch eine nationale Kompetenz bleiben. Und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die letzte Pandemie transparent abgeschafft wird, das nicht nur national, sondern auch auf europäischem Niveau. Das ist uns wichtig. Beim Tierschutz, ja, da kommen wir schon ein bisschen mehr auf ein europäisches Niveau. Sie so Parteien wie die Piraten, die MOV, die schreiben nicht groß. Tierschutz, ob hier Plakate unter einem Lama da mit einem Sonnenbrill. Ich weiß nicht, was das mit Tierschutz zu tun hat. Es wird steht für eine Wahlkampagne. Also ist es nicht. Unser Tierschutz, der von der ADR, soll realistisch und pragmatisch sein. Es soll umsetzbar sein. Terrain, das an der deren Zucht, an der Haltung, am Transport, aber auch an der Forschung. Recht op Meinungsfreiheit leiit der ADR besonders Herz an ass Brett fir dat wichtigste Recht auch am Europaparlament konsequent zu verteidigen. Der wir nicht vergessen, Recht, seine Meinung zu so und Meinung zu haben, können das aus der Europäischen Union, nämlich aus der Menschenrechtskonvention, die auf europäischem Niveau geholfen ist, aber gesagt ist, das sind Freiheiten, das sind Rechte, die wir haben. Das ist just so, dass dann an dem Text doch dran steht, dass die Länder selber dürfen da Einschränkungen machen. Das heißt, dass sie nicht alles eben so, wie gerade vielleicht Lust wird. Lo ist aber so, dass auf europäischem Niveau, und das hat der Fernand schon gesagt, mit dem Digital Services Act geguckt wird, wie das eigentlich auf europäischem Niveau zu probieren anzuschränken. Das heißt, eine Freiheit, die wir bislang hatten, national, gibt es europäisch können weiter eingeschränkt gehen. Das heißt, das ist ein Punkt, wo wir absolut nicht wollen. Wir brauchen keine Kammermädchen. Das sind Sachen, wo wir müssen können frei können dezidieren. Wenn ich etwas garantieren kann, das ist, dass der Meinungsfreiheit wird mit der ADR behalten. Wenn wir als wir etwas ansetzen, dann ist es für eine Meinungsfreiheit. Ich meine, da kann ich sagen, dass das DNA von unserer Partei, aber wenn der David behalten, 9. Juni als Kreuz zu machen bei der ADR, also nirgends. Vielmals merci. Die EU-Klimapolitik geht immer mehr auf die Kosten vom Konsument. Da muss dagegen gesteuert gehen. Wie ihr wisst, hat die EU sich auf Druck von den geringen CO2-Zielen gehen, die von den anderen Parteien mitgedroht gehen. An die dafür verantwortlich sind, dass als Industrien und als Betriebe auswandern oder den Schlüssel an den Teppich legen, ohne dass du mit dem weltweiten Klima geholfen hast. Ich erkläre mich. Die weit mehr wie 10% menschengemachten CO2 weltweit geguckt, den an der EU fabriziert wird, an den Lo mit päppische Slogan wie Fit for 55 soll aufgesetzt gehen, das möchte zusammen mit den Russland-Sanktionen, dass die Energiekosten explodieren. Die Industrie aus Europa auswandert, an die mit kleinen Betriebe ferner an die Labyrinth kommen. Wie so als Green Kollege sogar mit dem Green Deal, da kreieren wir 2 Millionen Arbeitsplätze. Darüber können die natürlich dann antworten, die schafft 3 Millionen produktiv Arbeitsplätze auf und kreiert 2 Millionen subventioniert Arbeitsplätze am Platz. Und das geht Hand auf hier nicht ab. Die ADR hat mir eine pragmatische Lösung. Jeder weiß, dass es 100 Industriesitten auf der Welt gehen, die, weil sie verehlt sind, für die meisten Umweltschäden weltweit verantwortlich sind. Aber da kommt, wir strippen all zusammen die Arme ab, machen gemeinsam Projekte, bauen sogar als Firmen mit an und helfen, die Sitten zu sanieren. Dann haben wir nicht nur der Umwelt und unserer Gesundheit geholfen, sondern auch nach unserer Ökonomie. Ich würde noch zu den solchen Verboten, Subventionen, Steuern und Sanktionen, mit denen als politisch Gegner mengen, die Umwelt und das Klima zu retten.
Egal, was Madame von der Leyen lossieht zum Verbot vom Verbrennungsmotor, was sie keine Allianz möchte mit unserer politischer Familie an der EU, mit der ÖCR, also mit der Vernunft, aber da könnt die Verbot, genau wie das Verbot von der Masut an der Gasheizung. Und egal wie teuer der Strom als da kascht, wenn wir wollen heizen oder als deplacieren, da muss man die elektrische Heizung en masse bezahlen. Auf für was? Aber die meisten von unseren Häusern können nicht effizient mit einer Wärmepumpe auf eine Temperatur brüst gehen, bei der ihn nicht friert daheim, ohne dass er massiv elektrisch beiheizt. Europa ist in einer Situation, ich meine, wir gesehen das all da, und das kaum zu erkennen. Das Krieg auf unserem Kontinent, Bauern, sie protestieren gegangen, die Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt, es gibt eine unkontrollierte und ungebremste Immigration, es gibt ganz viele ideologische Diktate über unsere Lebensfeierung, was man dürfen machen, was man nicht dürfen machen, die Energiepreise sind zu hoch, wir haben ökonomisch kein Wachstum mehr und noch vieles mehr. Und das heißt, dass eigentlich die Europäische Union, die wir gerne hätten, nicht mehr die Aufgaben erfüllt, die Leute zu Recht von hier werden. Es ist also Zeit, für das zu ändern. Leute wollen ein Europa von der Freiheit, ein Europa vom Frieden und ein Europa, das ihren Wohlstand garantiert. Und die Politiker, die Europa haut feiern, haben bei diesen Aufgaben deutlich versucht. Die EU haut heisst zu wenig Demokratie, zu mangelnde Transparenz, aber dafür viel zu viel Dirigismus und leider auch Korruption. Die Spitzenkandidatin von der CSV, der Europäischen Volkspartei, wie das in Europa heißt, stehen schon mittags an dem Verdacht von der Korruption. Wir sind gespannt, was bei all den SMS-Prozessen herauskommt, wenn sie dann schlussendlich Druck kommen. Mit mir hätte jedenfalls die Dodam nicht zu einer Spitzenkandidatin gemacht. Europa ist ökonomisch immer mehr hinten dran. Gehen die über die USA, gehen die über China, gehen die über Russland. Und wir riskieren vielleicht drittrangig zu gehen. Europa innoviert nicht mehr, mehr reglementiert. Europa gibt den Entreprisen nicht mehr genug Freiheit, aber dafür Bürger und Bürokratie. Also Entreprisen erstecken am Vorbeierkrieg. Die Jungen kriegen überdem nicht mehr genug Perspektiven, nicht mehr genug Hoffnung auf spannend und zukunftsweisend Arbeitsplätze. Für das ist klar, wir müssen die EU ändern, für Europa nächstes noch 4 zu bringen. Der wichtigste politische Rendezvous, wir wissen das, sind die Europawahlen vom 9. Juni. Die 4 Lützeburger Parteien, die am Blick am Europäischen Parlament vertreten, sie machen bis auf ein paar ganz kleine Unterschiede, bald an alle Punkten dieselbe Politik. Und das ist genau die Politik, die auf die Großfragen keine Antworten mehr weiß. Es hat ja noch ganz viel. Es wäre Angst bei den Leuten für einen Rechtsruck. Ich frage mich, für was? Wen schränkt Meinungsfreiheit von den Leuten an? Mir nicht. Wen hat bei Covid Grundfreiheit von den Leuten angeschränkt? Mir nicht. Muss in dann Angst für ein Eis haben oder ist der Fährten, dass die das gemacht haben, noch unter Mursch bleiben? Ich meine, wir könnten Sachen nicht mehr besser machen. Kommt, wir gucken mal zusammen, ob das, was die anderen wollen, das sind dieselbe Stäbe für und Eis waren. Was wollen dann CSV, DP, LSAP ergringen? Sie wollen die Rechte von unserem Land und Europa erschränken. Sie wollen das Vetorecht ohne Not abgehen an der Bausen, an der Sicherheitspolitik, an, wie wir wissen, verschiedene auch als Steuerfrohen. LSAP, die Grünen, an Wackelkandidat DP. Wo man nicht wissen, genau wer da könnt, weil der Spitzenkandidat an Partei ganz klar anderer Meinung sind. Sie schwätzen noch viel über Werte. Mehr Wirklichkeit kann sich froh, welche Werte haben sie. Hier Werte sind europäische Integration, europäische Regierung und europäische Dominanz über die Memberstaaten. Eiswerte heißen Patriotismus, Frieden, Freiheit. Und wir haben noch andere wichtige Werte. Der Schutz von unseren Grundrechten, wie wir beim Covid gewiesen haben. Der Schutz zum Leben, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Selberbestimmung bei der Gesundheit, auch gegenüber der EU an der Weltgesundheitsorganisation. Die anderen wollen als Verfassung aushebeln und dafür wollen sie hier Ideologie an die EU-Charta für die Grundrechte erschreiben.
An donno ging mat argumentéiert gin dat EU-Recht vir un nationalem Recht steht, fir die Nationaltraditionen, Rechtsordnungen a Moralvierstellungen ausser Kraft zu setzen, net mat Eis. DDR steht für Frieden a Freiheit. Konflikte lese mir mat diplomatische Mitteln an net mat Krisch. Mir willlle friedliche Relationen mat alle Länder. An iwwer dems mir und enger neuer europäischer Friedensordnung willlle schaffen, willlle sie oprichten. Dat heißt, Milliarden a Waffestierchen am Platz der Diplomatie eng Chance zu gehen. An Oprichtung hecht immer auch Sozialaufbau a Verzicht op viel wirklich wichtig a produktiv Investissementer. Et ist schlimm zu gesinn, dat mir immer méi an eng Atmosphäre vun eeseitische Narrativen aufrutschen. Wir plädieren für ein differenziert an eierlich Approach zu der Geschichte an zu der Politik. An engem neue kale Krisch, de mir Lofleisch kreen, kann Lützeburg nimmen zu den Verlierer gehören, politisch und ökonomisch. Wie Lützeburg gern hört und mir hunnet gern, steht auf der Seite vom Frieden. Als Rechter aufschaffen, als Werte abgehen, an Europa abrichten, das ist den Einheitsmenü von CSV, LSAP, DP und Grün. Da der will, wie sie es schon an der Chambre möchte, auch an Europa die Leute dazu eine Alternative bieten. Wir wollen den Leuten Freiheit zurückgehen, wo die anderen sie erschränken. Meinungsfreiheit natürlich und erster Platz. Aber auch an all anderen Bereichen, weil symbolisch dafür steht der Verbrennermotor, da der will, dass die Leute können selber dezidieren, welchen Auto sie wollen, nicht der Staat und nicht die EU. Wir haben doch eine klare Vorstellung von Europa. Wir wollen ein Europa, das seine Bürger respektiert und nicht zensuriert. Ein Europa, das seine Entreprisen protegiert und nicht ruiniert. Und ein Europa, das aktiv und engagiert für den Frieden schafft. Genau das ist nämlich den historischen Auftrag, den Gründungspappen Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit auf den Weg gehen haben, Frieden am Platz Krieg. Wir wollen der Europäischen Union nicht das Gesicht gehen, das am besten bei unserem Kontinent, seine Geschichte und seine Nationen passt, das für souveräne Staaten, die eng, freundschaftlich und vertrauensvoll am Kader von gemeinsamen Institutionen mit gegenseitigem Respekt zusammen schaffen, für hier gemeinsam Probleme zu lösen. Der Binnenmarkt, den Euro, Schengen, Erasmus und viele andere wertvolle Fortschritte, die an den letzten Jahrzehnten erreicht wurden, wollen wir dabei feiern und vertiefen. Liebe Freunde, komm, wir gucken mal zusammen an das Wahlprogramm von unseren Konkurrenten. Es geht den Heinz aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein paar Beispiele: CSV will zum Beispiel einen gemeinsamen europäischen Geheimdienst. Das fehlt effektiv am Blick. Und es fragt sich just, wie wollen sie dann überwachen? Ich will nur nicht historisch in Erinnerung rufen von 2013, mit das aber schön, der CSV das noch will noch vorbringen. DP, das ist ein bisschen mehr kompliziert. DP wissen anscheinend schon nicht, wie das mit der E-Stimmigkeit. Sie hat auch für kurz mit dem Spitzenkandidat gesagt, das Referendum, das wäre shit. An einem DP-Programm steht ein Satz, den ich nicht verstehe, pardon. Da steht wortwörtlich Abschaffung der Einstimmigkeit bei Fragen der Staatsbürgerschaft. Bei Fragen der Staatsbürgerschaft. Ich weiß nicht, wieso, dass die EU irgendetwas zu sagen hat, auf Frage von der Nationalität. Und da wollen sie die Stimmigkeit aufschaffen. Was da gemeint ist, weiß ich nicht. Und da wollen sie Verträge auch nicht mehr, wenn ein Vertrag geändert geht, ein europäischer Vertrag, das soll nicht mehr von der Chambre ratifiziert gehen, von einem europäischen Vertrag, das ist aber als Verfassungsrecht. Aber sie wollen, dass wenn eine Vertragsänderung kommt, dass das durch eine Majoritätsdecision von den Ländern geschieht, das heißt, dass auch möglich bei Vertragsänderungen ein Land wie Lützeburg einfach zu verstimmen. Das ist DP. Das LSAP ist ähnlich, ich gehe nicht dran mehr, aber besonders, weil das nun einmal meine absolute Richtlinien in der Politik, das sind die gering. Und du hast immer der Wert, ein bisschen nach mir genau zu gucken, was sie dann alles wollen. Zunächst mal, ihr wisst, dass wir den Digital Services Act haben. Der Digital Services Act ist den eigentlich der Provider vorschreibt, die verschiedenen Inhalte vom Internet raufzuholen, wenn ihr noch nicht mehr mengt, das kann irgendwie nicht passen, so politisch.
Und du willen sie, und du gibt Moderateure, so heschen die Leute, die Moderateure sind die Leute, die Internet sollen kontrollieren, die gucken, was du hast. Aber wie das doch zu Lützeburg ganz gut funktioniert, wie das doch heute Internet komplett kontrolliert wird, wie das Meinungsfreiheit heute nicht so weit geht, proposieren die Gering an ihrem Wahlprogramm, dass doch Moderateure müssen engagiert gehen, die Lützeburg können, wie das doch heute im Internet wirklich kontrolliert gehen. Auch ein ganz feinen Gest. Und dann noch, sie wollen das Parlament ratifizieren, da wäre doch ganz flott, dass das sind die Kerosinsteuern, die wollen aufhören, wie die Pflegemedaille zu machen. Wahrscheinlich mit dem sozialen Hintergedanken, dass nicht mehr jeder, der will, kann an Vakanz fliehen, ne? Weil das umweltschädlich, dafür wird das mal mit Medaille gemacht. Und so geht das da weiter. Aber die können sich vorstellen, dass sie will noch begrenzen, was Asyl angeht, also der Tisch eigentlich, dass jeder kann in Europa rankommen, der will. Und das ist ein flottes Programm. Auf jeden Fall, wenn wir die Programme gucken von den anderen, dann merken wir ganz sicher, dass wir die Alternative sind, die das Land braucht. Weil mit denen Ideen gingen da sicher nicht besser gehen. Unser Programm heißt für ein starkes Lützeburg an Europa. Weil für uns schließt sich Patriotismus an Europapolitik nicht gegenseitig aus, aber sie greifen an. Wir wollen in Europa bauen, das nicht nur Europa mehr stark macht, aber eben auch uns heimisch. Da der ist die einzige Partei, die klar sieht, dass sie die Stimmigkeit nicht auf Frage stellt. Weder an der Bausener Sicherheitspolitik, wo dem Krieg auf Frieden kann gehen, noch an der Steuerpolitik, noch an der sozialen Sicherheit. Wir wollen weder neu steuern noch mehr Schulden. Wir bauen Europa, über dem wir auch auf das Land als Interessen durchgehen. Dazu gehört auch als Finanzplatz. Der DDR bekennt sich zu der direkten Demokratie auf nationalem und kommunalem Niveau. In dem mengt der Referendum, wer ich zitiere, schied, der kann den Herr Görens von der DP wählen. Wir bei der ADR respektieren Volk als sie willen an einem Referendum. Bei uns denken Politiker de Leid und nicht Leid de Politiker. Wir tolerieren weder Zensur noch Einschränkungen von der Meinungsfreiheit. Wir denken an unsere Entreprisen, die nur lange Jahre von Diktatpolitik, Bürokratie und Überreglementierung Paternede schon für sich nächst zu erkriegen. Wir wollen ihnen ein Umfeld bieten, an dem sie sich frei entwickeln und ihre Kompetitivität zurückgewinnen. Wir wollen den Binnenmarkt in dem Sinn vertiefen, eine zuverlässige Energieversorgung zu günstigen Preisen sichern und für mehr Flexibilität und mehr Innovation sorgen. Wir wollen nicht, dass immer mehr Betriebe an Schwierigkeiten geraten oder für die Migros lieber an ein anderes Land gehen. Wir sind Technologie open. Ob das bei den Motoren oder bei der Energie ist, bei uns gibt nur rationale Kriterien geurteilt, mit Verstand, Wissen und Verantwortung. Propaganda überlassen wir den anderen. Da kommen wir zum Thema Landwirtschaft. Hier ist der Fakt, dass doch die Bauern hier am Land während der EU-Politik immer mehr stark unter Druck stehen. Neben den Maßnahmen gegen den Klimawandel dürfen sie auf die Straße. Es gibt eine andere Realität dabei, von explodierenden Preisen an der Energie, Düngemittel und Zinssteuerung. Und dabei sollen sie auch nach einer Renaturierung von der Natur an die Leben, was da mal herrschen. Vorschriften zu den Pflanzenschutzmitteln auf verschiedene Bereiche führen zu einer Reduktion von der Produktion, dem noch was für Bereich kann das bis 30% ausmachen. Das bedeutet aber an der Praxis, dass die Produktivität hochgeht, will so als Lebensmittel Medaille, und in der anderen Hinsicht fangen sie Männer oder noch viel Männer. Just die Worte zu den Pflanzenschutzmitteln sind dort den Bauern nicht schon genug gebunden. Und noch dem Winzer, durch Präzisionstechnologien, was den Ersatz angeht, ich denke nur an den Spritzpass, ich denke nur an technische Kontrolle von ihren Spritzapparaten. Und da brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Bauern auf die Straße gehen. Ihre Existenz steht im Spiel. Also ich sehe, ich habe für die Gesetze sind der Nähe von der Nation. Da tun wir ja Covid-Zeiten gerade für ein Auge gefordert, wie wichtig das ist, wie wichtig das, dass wir eine funktionierende Landwirtschaft haben, und die darf man nicht aufbauen. Und da kommen nach nebenbei die solchen Normen. Gurken, Porretten, Tomaten, Innen, alles muss eine Norm haben. Aber wenn die Norm nicht erfüllt,
da muss dann die Günstgeheit gehen. Und ich meine, wenn mir bis zwischen 10, also egal, was für eine Norm, dass das hauptsächlich schmerzt. Und dann konkurrieren als landwirtschaftliche Produkte an dem Import aus Drittländern. Du weißt kein, was für Umstände die produziert gehen, was da dran ist. Und komischerweise sind die all gut. Die gehen nicht so kontrolliert wie es wären, aber da sind sie all gut. Also Slogan für stark Lützeburg in Europa, und mit dem gehen wir am Fall, denkt die Union. Der Slogan ist ganz gut. Er bedeutet ganz viel, und noch juristische Plan. Ich muss leider immer alles ein bisschen juristisch abwandeln. Spielte ganz gut als Positionen am Wahlkampf. Er bedeutet für uns als RDR für und allem, dass wir für Souveränität stehen. Das Wort wird viel gebraucht, Souveränität, weil das auch so ein Enjeu von dieser Wahl. Entweder wir sind, wie der Fernand schon gesagt hat, für ein Europa, wo die Länder souverän sind, oder wir sind für den föderalistischen Staat. Für uns soll immer die Chamber sein, die an den grundlegenden wichtigen Bereichen von der Unabhängigkeit Gesetze machen. Ja, im Land Gölle, wie zum Beispiel die Organisation von unseren staatlichen Institutionen, unserem Justizapparat, öffentliche Verwaltungen, wenn es darum geht, dass wir schon heute gesagt gehen, wie die DP sagt, wenn es darum geht, Nationalität zu bestimmen, wen hat Nationalität kriegt, das soll immer nach mir Lützeburger dezidieren. Wie Lohner nicht verstehen hört, wir warten den 9. Juni, da der Ning soll wählen, dem es leider nicht mehr zu helfen. Ich meine, ich brauche mir wahrscheinlich nicht zu überzeugen. Ich hoffe, dass wir an eine solche Wahlveranstaltungen nach anderen Leuten können überzeugen. Und mir bleibt zum Schluss noch zu sagen, da der Ning für stark Lützeburg in Europa. Europa lebt an unsicheren Zeiten. Do wenns besteht da der op Destimmigkeit, net nimmen an der Steuerpolitik, mir auch an der Bausen an der Sicherheitspolitik. Wir sind für Oppegrenzen an Europa a Sichergrenzen no Bausen. Da der stoppt all illegale Migration an Europa. Da der steht für Meinungsfreiheit. Wir geben de Leute das Recht zurück, für zu so was sie denken, ohne Zensur. Mit der ADR gibt es kein Verbot vom Verbrennermotor. Jeder soll sich den Motor raussuchen, den am besten bei hier passt. Wir brauchen eine andere Politik. Wir setzen uns an für stark Lützeburg an Europa.